Das Schley, ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibet-TV-Studio hier in Kangi Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama in Konversation mit Gaur Gopal Das. Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang Senge begrüßt die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen China. Historischer Meilenstein: 19 tibetische Schüler erhalten das Prestige Sejong-Stipendium. Tibeter fordern die Freilassung von Anya Sengda. Das Tibet-Büro in Genf organisiert eine virtuelle Podiumsdiskussion zum Thema Menschenrechtssituation in Tibet. Matteo Lunghi Bianchi, Mitglied des italienischen Parlaments, äußert sich besorgt über die anhaltenden Verstöße gegen die internationalen Menschenrechtsverletzungen Chinas. Ehemaliger Gefangener Samduk stirbt im Alter von 50 Jahren. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama war letzten Dienstag in einem Videogespräch mit Gaur Gopal Das, einem ehemaligen Ingenieur von Hewlett Packard, der heute Mönch der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein ist. Seine Heiligkeit betonte die Bedeutung von Ahimsa und Karuna und erklärte, dass diese Eigenschaften in der heutigen Welt vernachlässigt werden. So Buddha learned already sort of existing spiritual tradition in India. That is Jainism and also you see Sangha philosophy in these different sort of Indian philosophy. All carry the concept of Ahimsa, Karuna. Präsident Dr. Lobsang Senge begrüßt die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen hochrangige Beamte der Kommunistischen Partei Chinas und bezeichnete das Gesetz als richtige Aktion und rechtzeitige Botschaft der US-Regierung an China. Am Donnerstag vergangener Woche verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen 3 hochrangige Beamte der Kommunistischen Partei Chinas. Einer dieser hochrangigen Beamten ist Chen Guangwu, Parteisekretär der uigurischen autonomen Region Xinjiang und Mitglied des Politbüros. Ihm wurde die Sanktion wegen Beteiligung an schweren Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren und anderen Minderheiten in Xinjiang, auch bekannt als Osttürkestan, verhängt. Nur einen Tag zuvor hatte das US-Außenministerium Visaverbote gegen chinesische Regierungsbeamte angekündigt, die dafür verantwortlich sind, Ausländern den Zugang zu Tibet zu verweigern. Das Central Board of Secondary Education in Delhi hat letzten Montag die Ergebnisse der Boardprüfungen der 12. Klasse 2020 bekannt gegeben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Boardprüfungen für tibetische Kinder haben 19 tibetische Schüler einen Schnitt von 95% und mehr erreicht. Sie erhalten nun je ein Sejong-Stipendium in Höhe von 100.000 Rupien. Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang Senge gratulierte den Studenten, den Lehrern, den Eltern und dem Bildungsministerium der tibetischen Zentralverwaltung für die kollektive Unterstützung in Bezug auf die Leistung. This scholarship has proven that if you reward excellence, people will perform and live up to the expectation. So this is a major achievement. And yesterday, at the initial news of NDTV, Rawala, and the school was listed, Jawaharlal Nehru School, and then the Kendra Vidyalaya, and the CTSA was listed as the 3rd highest ranking pass percentage. So this year we have like 98.7% passing class 12 performance. It is all because of hard work, consistency and the effort put by my all teachers. So I would like to thank to all the staff of THF, including both teaching and non-teaching staff, for their continuous support and blessing on us. Being a Tibetan, especially I would like to thank to His Holiness for His blessing on us. Thank you. One thing I would like to share to my younger ones is that the fundamental unit of studying is listening, reading and writing. I repeat, listening, reading and writing. Während der laufenden 44. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates forderte die Sonderbeauftragte für Menschenrechte der tibetischen Zentralverwaltung Chile-Chügi die Vereinten Nationen dazu auf, sich gegen den Dreiklang der Absprachen zwischen der chinesischen Staatsbehörde, der chinesischen Polizei und der chinesischen Justiz auszusprechen.
Tillotsheugi betonte, dass die Veruntreuung tibetischen Bodens für die Belt and Road Initiative und anderen sogenannten Entwicklungsprojekte nicht zugelassen werden darf. Auch appellierte sie an den UN-Menschenrechtsrat und den Mitgliedstaaten, China zur Freilassung von tibetischen Menschenrechtsverteidigern wie Anya Sengda zu drängen. Just last year, Nangchen County People's Court sentenced 21 Tibetans and before that 9 Tibetans who raised their voice against China. Anya Sendra from Golok Prefecture is the classic example of this triad of collusion of Chinese police, Chinese authorities and Chinese judiciary. He, being a nomad, raised voice against the Chinese authorities and was detained, tortured and sentenced to 7 years in prison. We therefore call upon the UNHRC and the member states to press China to release Anya Sendra and other Tibetan prisoners. We once again reiterate our calls for special session on the deeply entrenched systemic human rights violations being carried out in China and for special rapporteur on China to monitor, analyze and report on human rights violations being carried out in China. Parallel zu den laufenden 44. Sitzungen des UN-Menschenrechtsrates veranstaltete das Tibet-Büro in Genf am 15. Juli eine virtuelle Veranstaltung mit dem Titel Menschenrechtssituation in Tibet. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Sophie Richardson, China-Direktorin von Human Rights Watch, Christa Meindersma, Direktorin der internationalen Kampagne für Tibet in den Niederlanden und Tenzil Hadri, Gastwirtschaftlerin am Tibet Policy Institute der tibetischen Zentralverwaltung. Die komplette Podiumsdiskussion, moderiert von Tillotsheugi vom Tibet-Büro in Genf, finden Sie auf der Facebook-Seite von Tibet TV. Very quickly, I want to mention something that Tinley just referenced about the extraordinary call from the special procedures about 2 weeks ago, because not only did it set out all of the different human rights violations that we're grappling with, but it also highlighted China's unwillingness to cooperate with the UN human rights system. I think Tibet is a case in point. The Chinese government used its campaign against the virus as an excuse to step up its repression of Tibetans in the name of maintaining stability. In China, when we talk about government, state, nation, and what they so-called motherland, it has been all understood as a homogeneous entity. Matteo Lunghi Bianchi, Mitglied des italienischen Parlaments, äußerte letzten Donnerstag im italienischen Parlament Besorgnis über Chinas anhaltende Verstöße gegen die internationalen Menschenrechtsverletzungen. Matteo Lunghi Bianchi betonte, dass durch die Einführung des chinesischen Rechts Freiheit, Autonomie und Menschenrechte in Hongkong außer Kraft gesetzt wurde und Hongkong nun in eine Stadt des Geheimpolizeistaates verwandelt wurde. Auch äußerte er sich besorgt über die Lage in Tibet. Chinas unverminderte Zerstörung der einzigartigen kulturellen Identität Tibets ist ein ernstzunehmendes Problem, erklärte Abgeordneter Bianchi im Parlament. Er forderte die internationale Gemeinschaft sowie die italienische Regierung dazu auf, sich gegen die Diktatur Chinas auszusprechen und betonte, dass das Nicht-Denunzieren der Fälle eher die Komplizenschaft der Diktatur als die Freiheit widerspiegelt. Am 13. Juli hat die Menschenrechtsabteilung der tibetischen Zentralverwaltung von der traurigen Nachricht über den Tod des ehemaligen politischen Gefangenen Samdrup aus der Gemeinde Changra im Landkreis Phimbo erfahren. Samdrup war ehemaliger Mönch im Drepung-Kloster und wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er am 12. Mai 1992 in Lhasa mit 15 anderen Mönchen friedlich protestiert hatte. Nachdem er seine ersten 3 Jahre verbüßt hatte, wurde er aus unbekannten Gründen erneut für weitere 4 Jahre inhaftiert. Samdrup litt an Diabetes und wurde Anfang dieses Jahres in das öffentliche Krankenhaus von Lhasa eingeliefert, wo er schließlich am 17. Februar verstarb. Er ist der 4. bekannte ehemalige politische Gefangener, der dieses Jahr in Tibet verstorben ist. So viel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.